aus und Schloss Albrechtsberg im Stile des Spätklassizismus entstand nach dem Vorbild der Römer. Sehen Sie eine Säulenhalle halb rund um ein wassernden Meisterwerke, die heute im grünen Gewölbe zu besichtigen sind. Am Hang vorne links das Gebäude mit grünem Kupferdach, Dachreiter und der kleinen weißen Kugel daneben gehört zum ehemaligen Forschungszentrum Manfred von Ardenne. Ja, Manfred von Ardenne war ja der Erfinder der Fernsehbildröhre, hat mitgewirkt an der russischen Atom- und Wasserstoffbombe. Wir befahren das Blaue Wunder. Ende des 19. Jahrhunderts wurde diese Stahlfachwerkskonstruktion ohne Brückenpfeiler eingeweiht. Zur damaligen Zeit ein technisches Wunderwerk. Wegen des blauen Anstrichs nannten die Dresdner sie bald Blaues Wunder. Die einzige Brücke Dresdens, die im Krieg nicht zerstört wurde. Rechts hinten ragt der Fernsehturm mit über 250 Meter in den Himmel. Straßenbahn. Auf der linken Seite sehen Sie die Talstation der Stadtseilbahn. Mit ihr erreichen Sie die Gaststätte Luisenhof mit einem Panoramablick über das Elbtal. Vor uns die barocke Loschwitzer Kirche, nach einem Entwurf von George Behr, dem Erbauer der Frauenkirche. Der geborgene Altar aus der abgerissenen Sophienkirche am Postplatz ist heute das Glanzstück des Kirchleins. Vom Körnerplatz bis nach Pillnitz zur Loschwitze jeden vor Türken und Schweden. Anno 1704 waren die Schweden all hier. Für wahr kein Genuss ist der Kosak und der Russ. 1813 ließ hier der Russ Eisen legen auf Pferdesfuß. Schauen Sie bitte nach links. Für Fotofreunde ein lohnendes Motiv über die Elbaue auf die Altstadt mit Frauenkirchenkuppel. Ja, das ist Ja, so dick hat man natürlich auch von den Bierterrassen hier rechts vom Brauhaus Erweitert. Und links natürlich der wunderschöne Blick Richtung Dresden. Haltestelle am Brauhaus am Waldfleck. Erinnerungen, als ich ein kleiner Junge war. Vielleicht besuchen Sie auch einmal das Erich-Kästner-Museum am Albertplatz. Rechts auf der Mauer sehen Sie eine Plastik des ungarischen Künstlers Varga, die den jungen Erich Kästner darstellt, der das Treiben auf dem Albertplatz beobachtet. Ja, das im Haus dahinter befindet sich das bereits erwähnte Kästner-Museum. In der Mitte des Albertplatzes, zwischen den Bäumen, sind zwei von Robert Dietz, dem Schöpfer des Gänseli-Brunnens, errichtete Brunnen zu sehen. Stille Wasser und das Gegenstück stürmische Wogen. Majukas не видели. Wir münden jetzt in die Königstraße ein, der einzige weitgehend erhaltene barocke Straßenzug der Dresdner Neustadt. Das Besondere daran, entsprechend der Bauordnung August des Starken, mussten alle individuell gestalteten Häuser eine einheitliche Geschosshöhe haben, die sich dem vor uns liegenden japanischen Palais unterordnen mussten. Auf Befehl August des Starken musste die Kirche ihren ursprünglichen Standort wechseln und wurde turmlos an der heutigen Stelle aufgebaut. Der Turm aus dem 19. Jahrhundert befindet sich ausnahmsweise aus Platzgründen an der Westseite. So, wir kommen jetzt hier zur vorerst letzten Haltestelle. Der gern unter alten Platanen im Garten des japanischen Palais verweilt. Links das Reiterstandbild stellt August den Starken in römischer Imperatorentracht dar. Das feuervergoldete Denkmal entstand in der Regierungszeit seines Sohnes. Ursprünglich sollte es das Blockhaus schmücken, wofür es sich aber als zu schwer erwies. Ja, liebe Gäste, und hier auf der linken Seite, das ist die Hauptstraße. Also der Goldene Reiter, der August, reitet ja Richtung Polen. Vom Canaletto-Blick. Von der Augustusbrücke sehen Sie die Brüsche Terrasse. Links außen beginnend mit dem Albertinum, daneben der Bau des Kunstvereins mit der Fama auf der Glaskuppel. Prägend für die Silhouette die Kuppel der Frauenkirche.
Anschließend die Secundo Genitur, ehemalige Bibliothek der Prinzen. Das Ständehaus mit Turm und vergoldeter Saxonia schließt die Terrasse zum Schlossplatz hin ab. Es folgen nach rechts der Hausmannsturm des Schlosses, die Kathedrale, das italienische Dörfchen, die Semperoper, der Sächsische Landtag, der Erweinspeicher und im Hintergrund die Jenice. So, meine Damen und Herren, die Gäste, die Stadtrundfahrt oder die große Stadtrundfahrt endet jetzt erstmal hier am Theaterplatz an der Augustusbrücke. Ich war deshalb so langsam. Crazy, ne? Albertinum, žiūrėk, matai koks čia. Einame į Albertinumą. Pažiūrėk, kas Albertinume yra. Neduosiu. Mane vadini, bet Aš tave Kutula? Ten nedrausiu. Kur mūsų dviračiai? Ten prie to, kažkur namą. Pažiūrėk, turėjo aikštė, turėtų būti vat, ryšys. Kas per bažnyčią, mam, žiūrėk, koks kupolas išdėliotas iš kaladžių. Ne, šūdantai stovi su raudonais marškiniais. Taip, bus to nemoka. Vat fašistai, nasis raus. Hilton. Tai kažkur sėdam ant laiptuko, aš turėčiau pagauti ryšį. Tu juodos kaladės pabandau. Bet žiūrėk, gražus nameliai kokie, nu. Padaryk su vaizdu, kad būtų žiūrėti. Galvo, kur tu esi, žmogau? Aš žmogau. Lemba, pažiūrėk, koks savo agirdį užmesk akį. Matai, kad per aukštis. Tu apvirsi, taip eidamas, tu paraks. Ko čia minia stovi? Taip, turistai. Baigtų. Pažiūrėk. Galėtų padaryti? Nepirksiu. Tai kažkoks turkų muziejus. Einam? O kam? Pro ten. Prašom, pro ten.
Kauno užlipimas, va. Užlipam? Nežinau. Ten tą, kur vaikščiam, ką. Ne? Man atrodo, kad mūsų ten bus mačius dviratis. Ar ne? Girdi, bet gera universalinė, ne? Aš neturiu su kom stabdyti, mane sustok. Eik, pasibraidžiai prie durų, gal leisi. Aš neturiu iš sustabdyti, tu man lendi ant akių. Nu jo, ne čia. Kad nevairuočiau, dar alaus išgerčiau. Davai geriam kavą, ne? O ten prie to raudono sustokim. Čia Pragos gatvė, pagal mane čia. Tai geriau kavos atsigeriam. Sakai. First time during 2 weeks. So you have chosen a restaurant in the west side. Actually, I didn't choose myself. Koksai. Nešvarių rūbų. Tai tu jau lindai šiandien į jį. Nieko nelindau. Tai jau Štai filmuoju. Žiūrėk šviesofore man, ta raudonas. Nieko čia gražaus nėra, nežinau. Čia grynai rusų sovietika.
toks. Tai čia, kai aš žinau, po vieno iš kur. Nu baig, būdį, durna, bet... Čia mama, žinai, reperis. O, velvetinis varkiukas pas. Nu, čičiundra, sakyk labas. Turėtų būti gražus atvelis. Girdi, pasitrauk šaktukai. Čia tai kiaulės nugara, ne? Bet tik vienas namelis jau nuvirtęs, matai, į apačią. Tokio aukščiai nėra.